SRF 3 Fokus mit der Katrin Hönecker. Und mit jemandem, der die EM 2024 schaut, wie wir alle, aber doch ein bisschen anders. Sie ist nämlich Profifußballerin, Captain von der Schweizer Frauen-Fußballnationalmannschaft und die wahrscheinlich beste Fußballerin, die die Schweiz hat. Lia Welti, schön bist du da. Merci vielmals, kann ich auch. Oder soll ich sagen Wally? Ich habe letztens gelesen, Wally, dass das so ein bisschen wie der Fanspitzname ist. Oder ist das einfach so ein Versuch von deinen englischen Fans, Welti irgendwie auszusprechen? Es ist, glaube ich, ein kleiner Mix. Nein, aber tatsächlich ist es im Team entstanden. Und zwar haben wir eine zweite Lia im Team. Und dann ist es so ein bisschen darum gegangen, hey, welchen Namen ändern wir? Und ich war die neuere Spielerin. Es war klar, meine muss geändert werden. Und ich bin im Team wirklich nur noch aus Wally werde ich angesprochen. Okay. Und dementsprechend haben das die Fans auch übernommen. Hey, du bist ja nicht nur Fußballspielerin, sondern wirklich auch ein grosser Fußballfan. Wenn es jetzt ums Schauen und Mitfiebern geht in diesen Wochen, wie schaust du so ein EM-Match? Nervös. Ich schwitze viel, ich fieber extrem mit der Schweiz vor allem. Ja, man weiss, wie es klein ist, auf dem Platz zu stehen und ich glaube, wie viel Druck man hat, wie lange die Saison auch war. Und jetzt einfach zu schauen, ist schön, dass ich als Fan zuschauen darf, aber die Nervosität ist eher grösser, als wenn ich selber auf dem Platz würde stehen. Mhm. Alle Karten schnell auf den Tisch. Wir haben das Gespräch ein bisschen voraufgezeichnet, weil bis die Agenda deinerseits, du bist auf dem Sprung zurück auf England, wo du ja für Arsenal spielst. Eigentlich, wenn du nicht verletzt bist. Du bist eigentlich im Moment nämlich in der Reha. Genau. Eigentlich wäre Sommerpause, aber das finde ich immer spannend. Man hat immer, glaube ich, das Gefühl, wenn man selber nicht Spitzensport macht, dass man in Reha-Zeit oder wenn man verletzt ist, einfach ein bisschen frei hat. Aber es ist eigentlich das Gegenteil. Es ist echt so, dass man viel intensiver eigentlich muss trainieren daran, dass man wieder zurückschafft. Und aktuell ist meine Sommerpause ein bisschen gestrichen. Ja, aber ich stelle mir Reha mega langweilig vor. Das ist so, ich zusammen mit ganz vielen betagten Menschen am Rumliegen. Ist das bei dir ähnlich oder bist du so unter Athletinnen und Athleten? Oder wie ist das? Also am Rumliegen bin ich ganz und gar nicht. Nein, wir sind natürlich einfach am Arsenal-Trainingsgelände, wo einfach die anderen verletzten Spielerinnen und Spieler werden sein. Und ja, manchmal ist man ganz allein. Das finde ich persönlich ein bisschen langweilig. Ich bin eine Teamsportlerin, ich bin mir gewöhnt, das Team um mich herum zu haben. Und jetzt in der Sommerpause ist es wirklich, fühlt man sich manchmal schon so ein bisschen lonely. Und von dem her ist es jetzt nicht der Ort, wo ich meinen Sommer verbringe. Aber andererseits schafft man natürlich auch ein Comeback und daran, dass man gleich wieder auf den Platz kommt. Mhm. Du bist gegen ein bisschen zum EM-Schauen gekommen dazwischen. Kannst du da als Fan schauen oder bist du wirklich immer Profi? Weißt du, der noch so analysiert und Ich glaube, ich bin meistens eher ein Fan. Also ich glaube, vor allem wenn ich die Schweiz schaue, dann habe ich wirklich Fanbrille an. Klar, schaue ich gewissen Spielern ein bisschen lieber zu, weil sie eben meine Position spielen. Jetzt wie gerade der Granit zum Beispiel, wo ich einfach auch sehr bewundere für seine Spielweise. Da schaut man sicher gewissermaßen auch manchmal ein bisschen aus Fußballer in dem Match, aber ich liege sehr gerne zurück und genieße einfach das Spiel. Die Vibes, lass uns noch schnell über die reden. Ich meine, 2006 war eine der tollsten EMs, so ich es in Erinnerung, in Deutschland war. Ist Deutschland so ein toller Gastgeber? Ich meine, du hast auch schon in Deutschland gespielt, bist damals bei der EM auch mit deiner Familie mit dabei gewesen. Was glaubst du, was können die Deutschen unheimlich gut als Gastgebende? Wow, sie kennen Fußball, ein unheimlich fußballbegeistertes Land. Sie können sicher feiern, sie können etwas organisieren. Das hat man in den vergangenen Jahren gesehen. Ich habe die Frauen-WM 2011 war schon der. Ich habe die U20-WM auch in Deutschland spielen und schon dann, wo der Hype um den Frauenfußball nicht so gross war, war es einfach unglaublich gut organisiert. Und die Deutschen, die lieben einfach Fußball. Und das ist auch relativ zentral in Europa. Und ich glaube, das liegt auch sehr, sehr vielen Nationen rundum, um eben das eigene Team zu unterstützen. Ich meine, nächstes Jahr haben wir dann die Frauenfußball-EM hier in der Schweiz. Dann sind wir Gastgeberin. Was glaubst du, was können wir schauen oder uns abschauen bei den Deutschen? Euphorie auslösen, aber das liegt natürlich auch ein bisschen auf dem Platz. Also ich glaube einfach, man kann sich immer etwas abschauen, egal bei wem. Ich glaube, die Organisation, in dem sind wir eigentlich auch relativ gut in der Schweiz normalerweise. Da vertraue ich eigentlich darauf, dass das gut kommt. Ja. Genau, das können wir. Wir sind diszipliniert, gut organisiert und ich glaube, das können wir. Und jetzt geht es nur noch darum, wirklich die Fans anzulocken, dass die Spiele schauen können. Ich habe dich eingeladen, weil meiner Meinung nach immer noch viel zu wenig der Frauenfußball gefeiert wird oder auch darüber geredet wird. Hängt vielleicht auch zusammen. Ich habe dich auch eingeladen, weil ich wissen will, wie ein Hirn von einer Mannschaft aussieht. Und weil ich mega spannend finde, dass du über Mental Health Geschichten redest und auch sagst, hey,
Ich brauche eine Pause, dann, wenn ich eine Pause brauche. Über all das möchte ich reden, aber zuerst würde ich gerne auf Langnau. Sehr gerne. Langnau. Du bist dort geboren, im Frühling 1993, im Langnau im Emmental. Welche Erinnerungen hast du an die Jahre vom Aufwachsen irgendwie zwischen, ich sage es jetzt mal sehr liebevoll, Höcker und Krachen? Ja, das hast du richtig ausgedrückt. Ich weiss nicht, vielleicht gibt es noch mega viel anderes dort. Es gibt sehr viel anderes. Es ist wirklich sehr ein gemütliches Dorf, muss ich sagen. Sehr sportbegeistert, vielleicht ein bisschen mehr auf Eishockey fokussiert, natürlich vom Dorf her, aber extrem naturverbunden. Also wir haben sehr viel Höcker, wie du schon genannt hast. Wir haben viel Zeit in der Natur verbracht, viel in den Wäldern gewesen, viel verschiedene Sportarten ausgeübt. Wir haben wirklich extrem schön aufgewachsen, inmitten vom Herz von Langnau und haben eine schöne Nachbarschaft gehabt mit sehr vielen Kindern und haben immer in den Gärten von der jeweiligen Familie wirklich verschiedene Sportarten. Also bei uns war der Fußballgarten, bei den Nachbarn war der Klettergarten, dann bei den anderen Nachbarn war so der Eishockeygarten. Also es war so richtig schön verteilt gewesen. Und ich habe wirklich sehr, sehr schöne Erinnerungen daran. Ja. Das ist mega schön. Du bist, glaube ich, mit 9 so richtig mit Shooten am Anfang gewesen. Dein Papi war Trainer gewesen und die Mannschaft damals, glaube ich, einfach lauter Jungs. So, was hat dir das Shooten gegeben? Oder wann hast du so wie gemerkt, der Shooty-Rasen bei uns, der ist schon richtig in dieser Familie? Oder für dich? Hey, ich glaube schon relativ früh, schon früher als 9. Wir haben im Garten immer wieder auf das Garagentor geshootet oder eben mit den Nachbarskindern geshootet oder in der Pause. Ich war immer in der Pause wirklich auch am Ball mit am Fuß und gefühlt in meiner Freizeit wirklich nur rumgespörtelt. Und meistens ist halt wirklich der Fuß nicht in den Händen gelandet, der ist wirklich in den Füßen gelandet und irgendwie hat es mich einfach begeistert und so ein bisschen durch Freunde und Familie ist man natürlich immer eng mit dem Fußball verbunden gewesen. Und irgendwann habe ich gesagt, jetzt möchte ich das so gerne. Mhm. Ja. Hat der Papi eine Rolle gespielt? Also ich meine, mein Papi hat auch mal wollen, dass ich Fußballerin werde und hat mir so Schal angefangen umhängen und gesagt, komm mal mit an so einem Match. Und hat nicht funktioniert? Nein. Also schauen tue ich gerne, aber aus dem Spielen ist leider nichts geworden. Wie ist das bei dir gewesen? Wie hat er dich geprägt mit seiner Fußballliebe? Ja, ich glaube schon immer relativ fest. Also wir haben mal eine Zeit lang in Frankreich gewohnt und dann war 1998 die WM in Frankreich von den Männern, also Frankreich hat dann auch gewonnen. Und ich glaube schon dann sind wir immer in die Pubs oder Public Viewings mitgegangen und dann bin ich erst 5 und wir schon immer ein bisschen mit dem Fußball in Kontakt gekommen. Und er hat auch selber geshootet. Natürlich sind wir am Wochenende oft seine Spiele schauen. Und er hat eben das erste Frauenteam im FC Langnau geholfen mitgründen. Und das ist natürlich für mich auch irgendwie ein bisschen nahbarer gewesen. Und er hat sicher einen Einfluss auf das gehabt, ja. Wie haben Sie damals reagiert, als er das Frauenteam eingeführt hat? Hey, ich weiss es gar nicht mehr so genau. Ich glaube, es ist dann eigentlich recht, ja, ich würde jetzt mal sagen, ein kleiner Hype in Langnau bei den Frauen für das Shooten. Also ich glaube, es hat wirklich viel gegeben, die anfangen zu shooten und demnach war die Freude gross gewesen. Er hat vielen Mädchen in diesem Alter eine Möglichkeit bieten, eben dürfen auch im Club Fußball zu spielen. Und das ist dann schon eigentlich recht ein grosses Ding da gewesen. Ja. Ich glaube, du hast irgendwann einmal Kleinkinderzieherin werden. Wie hast du gemerkt, dass du irgendwie dann doch mehr willst, mehr kannst, punkto Fußball? Also wie hat sich das zu einem Wunsch irgendwann so ein bisschen formiert? Oder ist es überhaupt ein Wunsch geworden? Ich finde es eben immer spannend, wenn man jetzt heute über das redet, ist es so ein bisschen surreal, weil als ich, sagen wir mal, bis 15, 16 war, hat es diesen Beruf eigentlich noch gar nicht so richtig gegeben in meinen Augen. Also ich habe, glaube ich, nie geshootet als Kind, weil ich eine Profifußballerin werden. Klar, ich habe gerne geshootet und habe schon Männer gesehen in den grossen Stadien, aber es ist so ein bisschen wie nicht wirklich ein Traum von mir gewesen, weil einfach nicht mir vor Augen geführt wurde, dass das möglich ist. Und dann so ein bisschen mit den Jahren, als ich ein bisschen älter geworden bin, vielleicht mal in den U-Nazis Erfahrungen sammeln, eben auch in grossen Stadien vor vielen Leuten, hat sich das so ein bisschen entwickelt und mich einfach witzeln. Und ich war, glaube ich, immer ein relativ bescheidenes Kind gewesen. Ich habe, glaube nicht so wirklich geglaubt, dass ich diesen Schritt jemals machen kann. Ich habe, glaube einfach Freude gehabt und wollte den Moment genießen und jetzt spielen und gleichzeitig meine Lehre abschließen. Und meine Eltern haben gesagt, bevor die Lehre abschliessest, darfst du nie nachher. Und dann, wo dann das erste Angebot ist gekommen, hat man sich mal anhören und ist sich anschauen. Und er hat jetzt, also wenn man das sieht, dann möchte man, glaube ich, schon mal so einem Traum nachgehen. Du hast eben dann zuerst das KV gemacht und aber irgendwann ja auch noch ein Studium angefangen, so mit, wo es eigentlich schon so richtig Fußballsteilhang in der Karriere gegangen ist, oder?
Ja, ich habe immer etwas gemacht. Ich habe das KV in der Schweiz abgeschlossen, dann bin ich direkt auf Deutschland. Ich habe dort so meine ersten Profijahre eigentlich relativ mich wirklich voll auf das Fußballspielen konzentriert. Ich habe zwar nebenbei noch ein bisschen gearbeitet, aber es hat eher damit zu tun, dass ich noch nicht so viel verdient habe und einfach nebenbei noch ein bisschen Einkommen gebraucht habe oder wollen haben, dass ich mir auch eben Ferien leisten kann, vielleicht mal. Und ja, dann irgendwann wird man älter, dann findet man so ein bisschen raus, hey, was möchte man denn vielleicht gleich noch nebenbei und wie möchte man die Zeit neben dem Fußball nutzen, wo in meinen Augen auch immer noch genug ist. Also man hat Zeit für andere Sachen zu machen und dann habe ich in Potsdam schon mal eine Weiterbildung gemacht, meine BM nachgeholt, dass ich studieren kann und dann hat es den Wechsel auf England gegeben. Und dann am Anfang auch gedacht, hey, jetzt gebe ich mir schnell ein bisschen Zeit für mich einzuleben und dann habe ich gefunden, hey, jetzt mache ich mal ein Studium. Das hätte ich früher, wenn man das, glaube ich, irgendwie mit 18 gesagt hat, nein, das bin nicht ich, das mache ich. Aber irgendwann hat es dann für mich gestimmt und mega froh, dass ich den Schritt jetzt gemacht habe. Aber es klingt auch mega streng, oder? Du hast gleichzeitig so eine Fußballkarriere am Laufen und hängst dann noch ein Studium rein. Also es klingt nicht ohne. Es ist nicht ohne, aber ich sage immer, wenn man etwas will, ist es möglich. Und ich glaube, wenn ich etwas kann, ist, wenn ich ein bisschen Druck habe, kann ich liefern. Und das ist im Studium genauso eigentlich wie auf dem Fußballplatz. Und wenn ich weiss, jetzt steht dort etwas Wichtiges an, dann habe ich es eigentlich meistens geschafft, irgendwie alles unter einen Hut zu bringen. Du hast Stationen geschafft wie IB, Potsdam, Arsenal. Also dir quasi deinen Weg dann in Europa gegeben mit dem Fußball. Ich will mal schnell auf London. Wie fühlt sich der Fußball in England an? Ich glaube, Fußball ist dort einfach riesig. Wie fühlt sich das an? Er fühlt sich so an, als würde wirklich von allen Leuten in der Bevölkerung geliebt werden. Also wirklich, ich glaube noch nie, wir haben vorhin über Deutschland geredet, wo ein extremes fußballbegeistertes Land ist, aber England ist wirklich nochmal ein anderes Level. Also ich weiss noch, bei denen, als ich mir Arsenal anschaue zum ersten Mal, ist so ein Groundman zu mir gekommen. Und, also ich habe dann noch nicht gewusst, wer das ist. Ich habe irgendwie nur schnell eine kleine Interaktion im Gang mit dem gehabt, nur so auf sein Wappen gezeigt und so ein bisschen auf die Brust tippt und gesagt, you don't know what that means, but you will soon know and you will figure it out. Und als ich dann wirklich dort bin, habe ich wirklich gemerkt, was die meinen. Und jeder Mensch, der für diesen Verein arbeitet oder Fan von diesem Verein ist oder für jeden anderen Verein, die lieben es und leben es. Es ist schon fast erschreckend manchmal. Also die würden wahrscheinlich einen Job ausüben für die Vereine for free. Also ohne, dass sie irgendetwas verdienen, weil es einfach so eine Ehre ist. Und das ist schon etwas sehr Spezielles. Krass. Ja. Wie häufig wirst du dort angesprochen? Weißt, spürst du das auch, wenn jetzt ihr mal einen Verlust einkassiert oder so? Oder natürlich auch einen Sieg, wenn du am nächsten Morgen gehst posten? Was passiert? Gut, ich kann wirklich sagen, ich bin relativ unerkannt in London. London ist so riesig. Ich bin Schweizerin, ich spiele zwar in einem der grössten Vereine im europäischen Frauenfußball, aber unsere englischen Spielerinnen geht es anders. Die haben 2022 DM gewonnen und die gehen unerkannt aus dem Haus. Das ist teilweise eine sehr grosse Veränderung im Leben, auch für sie. Und für mich ist das sicherlich in der Schweiz ein bisschen anders, aber in England ist für mich das ganz ohne Problem. No. Kann ich mir vorstellen, dass das auch etwas Angenehmes ist, oder? Dass du das wie geniessest, dass du wie denkst, hey, ich kann da eigentlich noch eine Privatperson sein. Ja, absolut. Also ich genieße es. Ich sehe so, wie es eben anderen Leuten oder anderen Mitspielerinnen oder auch männlichen Mitspielern ist gegangen. Und das ist nicht immer schön. In guten Zeiten kann das sehr nett sein, wenn man den Fans zujubeln und ja, wenn alles läuft. Aber wenn es eben nicht läuft, dann können die englischen Fans schon ganz schön brutal sein. Ja. Was meinst du mit dem? Also wie? Ja, ich glaube, ich weiss nicht, wer die Karriere von Granit verfolgt hat. Ich glaube, der hat das ein bisschen mitbekommen. Ich war dann teilweise live im Stadion und wenn die eigenen Fans einfach so einen Spieler vom eigenen Team wirklich mit 50.000, 60.000 Leuten einfach auspfeifen und einfach bedrohen, auch aufgrund von einer sportlichen schwierigen Situation vom ganzen Team. Das ist schon nicht ohne. Und ich habe meinen grössten Respekt, dass die Spieler oder in so Momenten trotzdem wieder gestärkt rauskommen und dann wieder das Ganze komplett umkrempeln und dann wieder plötzlich ein Fanliebling sein. Und das ist schon nicht ganz so einfach. Ja. Im Moment ist ein bisschen Ausnahmezustand. Du hast gesagt, bist du eigentlich eben so in einem Reha-Status drin. Wie sieht normalerweise so ein Alltag bei dir aus? Wie sieht ein Tag im Leben von einer Arsenal-Spielerin aus? Ja, ich glaube, jede Spielerin hat einen anderen Alltag. Also so grundsätzlich fangen wir gleich an. Bei mir sind meistens um 8:30, 9 im Trainingsgelände, haben ein gemeinsames Frühstück und gehen dann
haben wir ein Videomeeting, ein Teammeeting, wo wir uns auf die nächsten Gegnerinnen vorbereiten. Dann geht es ins Gym oder in die Behandlung, je nachdem, was man braucht, und hat dort Vorbereitung aufs Training. Meistens haben wir da so eine Stunde Zeit, für alles reinzubringen. Und dann geht es etwa auf die 11 Uhr auf den Platz, und am 1 haben wir dann wieder das Mittagessen. Und dann haben wir 3-mal in der Woche am Nami noch ein bisschen Programm mit entweder Gym-Einheiten oder Videoanalysen. Und dann sind wir meistens so um 3 entlassen. Und dann geht es heim, und mein Tag ist dann manchmal noch ein bisschen gefüllt mit ein bisschen Uni, mit ein bisschen Projekten, wo ich sonst noch dran bin, mit auch mal ein bisschen telefonieren in die Schweiz, zu meinen Freunden, Freundinnen, Familie. Ja, und dann ein bisschen sozialisieren tue ich aber auch noch gerne. Das wollte ich gerade fragen. Weißt du, wie fest kann man überhaupt sich ein Netzwerk aus Freunden und Familie schaffen, wenn du immer wieder auch andere Stationen im Leben einschlägst? Oder ich meine, du bist jetzt nie irgendwie die letzten 15 Jahre sesshaft gewesen. Wenn das ab und zu ein bisschen, gut, du bist jetzt doch 6 Jahre in Arsenal, wenn das ab und zu so verändert ist, wie kannst du deine liebsten Menschen so, oder deine liebsten Beziehungen pflegen? Wie schaust du zu dem? Ja, man muss sie pflegen. Ich glaube, es kommt extrem darauf an, wie gross die Stand so ist. Aber ich glaube, sehr viel läuft halt wirklich über das Handy und über das Telefonieren. Ich bin ein bisschen weniger der Schreibetyp, aber es ist wichtig, dass man, wenn man Zeit hat füreinander, man sie auch nimmt. Also wenn ich in der Schweiz bin, dann nehme ich mir wirklich die Zeit für meine Liebsten. Aber man merkt natürlich auch, dass sich der Freundeskreis, dass der schon ein bisschen schrumpft in den Jahren auch, aber sich auch positiv herauskristallisiert, wer eben die wichtigsten Leute im Leben sind. Und das ist, glaube ich, beidseitig extrem wichtig, dass man viel füreinander gibt, dass meine Freunde und Familie ab und zu mich besuchen, weil ich halt auch ein bisschen weniger flexibler bin. Aber ich bin, glaube ich, relativ clubloyal. Also ich war 5 Jahre in Potsdam und jetzt fährt meine 7. Saison bei Arsenal an. Ich fühle mich gerne wohl und ich tue auch sehr gerne mit den Leuten mich eng verbinden, in Kontakt treten, und ich wäre, glaube ich, nicht der Typ, der jetzt alle 2 Jahre den Verein wechseln würde, auch genau aus diesem Grund. Mhm. Ja. Wie ist das? Schaust du bewusst, dass du nicht nur eine Fußballbubble hast? Oder ist dir das gar nicht so wichtig? Hey, es ist schwierig. Es ist im Fall wirklich ja, schwierig. Das kann man vorstellen. Ja, immer. In Deutschland war es noch ein bisschen einfacher gewesen. Dann habe ich noch Schule gemacht, habe noch nebenbei gearbeitet. Dort baust du automatisch auch noch so ein bisschen Freundeskreis außerhalb vom Sport auf. Aber jetzt in England, wir haben in dem Sinne ein Profileben. Wir sind jeden Tag vom 9 bis um 3 dort, verbringen die Wochenende zusammen. Wir haben eine ganz klare Fußballbubble. Und klar, mein Umfeld in der Schweiz oder auch in Deutschland ist vielleicht ein bisschen außerhalb vom Fußball, aber wir reden ja gleich immer ein bisschen über den Job und über das, was man macht. Und es ist nicht ganz so einfach, wirklich komplett aus dem rauszukommen. Und ja, da kann man auch niemandem einen Vorwurf machen. Ich meine, mit den Leuten, die nicht treffen, ist eine logische Frage, sie auch mal, hey, ja, wie verfolgen es, wie läuft es, wie geht es dir dabei? Und dann redest du wieder über die Shooten. Wie holst du dir Inspiration von außen? Manchmal gibt es auch so, dass man einfach ein bisschen einen anderen Austausch möchte und sagt, hey, ich brauche andere. Oder hast du das manchmal? Also Inspiration von außen holen wir sehr gerne in der Natur, mal generell. Ich kann einfach sehr gut runterfahren und sehr gut wie Spaziergänge einfach wirklich mal zu shooten, auch mal ausblenden. Und eben mein Studium oder meine anderen Projekte, die mich einfach so am Leben halten und so viel von mir abverlangen, dass ich wirklich auch mal den Fußballbrain ein bisschen abstellen kann. Aber sonst ist es natürlich einfach wichtig, dass man es den Leuten vielleicht manchmal schon sagt. Dass man vielleicht auch mal sagt, hey, jetzt reicht es, schnell ein bisschen über den Fußball zu reden. Und für mich ist es so wichtig, zum Beispiel nach dem Turnier gehe ich meistens nicht direkt heim. Ich gehe meistens zuerst mal in die Ferien, weil ich eben mir zuerst mal die paar Tage oder die Woche möchte gönnen, wo ich einfach mal schnell nicht muss reden. Du bist ja auch seit mehr als 10 Jahren in der Nazi. Ich kann mir vorstellen, dass dort Freundschaften wachsen oder man einfach wichtige Banden knüpft. Die damalige Trainerin Voss Tecklenburg hat dir ja attestiert Weltklasse-Niveau. Und mein Sikora Giesler-Kollege, der Tom Giesler, ich weiss nicht, ob du den Podcast bei uns im Hause SRF kennst, der sagt, du seist die beste Fußballerin, die die Schweiz hat. Es gibt grössere Fußballexperten als mich, um das zu beurteilen. Aber ich schaue doch hin und wieder mal ein Fußballspiel und setze mich jetzt doch seit ein paar Jahren ein bisschen mit Shooten auseinander. Und ich schaue der Lia Wälti einfach unglaublich gern zu, weil sie so eine Ruhe ausstrahlt auf dem Platz, weil sie eine Übersicht hat auf dem Platz wie keine andere in der Schweiz, weil sie das Spiel lenkt und leitet, ihre Spielerinnen in Aktion bringt, weil sie einfach Dreh- und Angelpunkt ist von dieser Mannschaft. Und darum ist sie für mich einfach die beste Schweizer Spielerin, die wir aktuell haben. Plus spielt bei einem grossen Club im Ausland, in einer grossen Liga, in einem
Fußballland, wo der Frauenfußball noch ein bisschen mehr zählt als in der Schweiz. Es ist einfach eine Figur und ich glaube auch als Mensch eine interessante Figur, aber das findest dann du raus in deinem Gespräch mit ihr. Ja, das finden wir raus. Du schüttelst den Kopf. Was macht das mit dir? Das macht mich manchmal ein bisschen verlegen. Ich bin nicht so, ich rede nicht so gerne über mich selber. Ja, ich glaube, was ich einfach schon aus relativ jung immer ausgestrahlt habe, ist die Ruhe. Und die Spielübersicht, das ist etwas, ich glaube, das kann man nicht so gut trainieren, das hat man oder man hat es halt nicht. Und ich glaube, die Ruhe kombiniert mit der Spielübersicht hat mich eben früher schon in dem Sinne zu einer speziellen Spielerin gemacht und bin sicher jetzt über die Jahre einfach extrem gereift, habe viele Erfahrungen können sammeln und ja, bin sicher eine der Führungsspielerinnen hier in der Schweiz und auch jemand, der natürlich den Frauenfußball neben dem Platz selber ein bisschen voranbringen oder generell Frauensport und mich auch ein bisschen für das einsetzen und natürlich auch in der Öffentlichkeit über das reden und ich glaube, das hinterlässt Spuren und ich finde es schön, dass sich die Leute, Spielerinnen wie mich erinnern können, weil vor ein paar Jahren sind, glaube ich, schon noch nicht so viele Fußballerinnen in der Schweiz bekannt waren und das ist eigentlich etwas Schönes. Die Gelassenheit nimmt mich noch Wunder. Weißt, von dir heisst es wirklich auf allen Seiten und allen Ebenen, hey, sie ist Gelassenheit in Person, lässt sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen. Das finde ich eine mega Qualität. Auch immer eine Lösung parat haben oder eine Lösung irgendwie generieren. Wie lernt man das? Wo hast du das her? Ja, also zuerst mal, das ist ja das, was einfach die Leute sehen oder wollen sehen. Das stimmt ja auch nicht immer. Also ich glaube, Gelassenheit so grundsätzlich, die habe ich schon. Aber es gibt auch Momente, wo ich nicht gelassen bin. Das ist auch klar. Ich glaube, manchmal tue ich mir generell ein bisschen zu viel zumuten. Die Stärke kann irgendwie auch ein bisschen zu einer Schwäche werden. Wo lernt man das? Ich glaube, meine Mami war generell immer ein sehr grosser Ruhepol gewesen. Und ich glaube schon, dort habe ich viel mit auf den Weg bekommen. Wenig Druck von daheim gehabt, also eigentlich keinen Druck von daheim gehabt. Wir sind immer unterstützt worden. Aber ich glaube, dort habe ich einfach schon die Ruhe entwickeln. Ich sage immer, ich brauche immer das Wort peaceful. I'm peaceful in myself. Also ich habe mich immer unterstützt gefühlt und gut gefühlt in dem Umfeld, wo ich war. Und das hat sich bis heute durchgezogen. Ich glaube, ich tue mir ein Umfeld aufbauen, wo ich mich nicht gestresst fühlen muss. Und ich kann auf das vertrauen, das ich auf dem Platz und bin sehr, ich glaube, mir selber bleibe treu neben dem Platz und das hat bis jetzt sich gut bewährt und das ist so ein bisschen mein Schlüssel, aber wie man das lernt, finde ich das eine extrem schwierige Frage. Ja. Du hast vorher ein paar Mal die Natur erwähnt, weißt, wo du manchmal brauchst wie als Tankstelle. Wie fällt dir das einfach oder schwer, wenn du in London bist und irgendwie Big City Life, ist das easy dort, dicht zu sein? Nein, aus Persönlichkeit nicht, würde ich sagen. Ich bin sehr, sehr gut mit mir selber, würde ich sagen. Natur, die findet man in London auch. Es hat eigentlich relativ viel Grün, relativ viele ruhige Flecken und ich wohne ja nicht zentral in London, wir wohnen ein bisschen in Nord-London alle. Und dementsprechend komme ich schon zu meinen Spaziergängen und zu meiner frischen Luft. Okay, die frische Luft ist nicht ganz so frisch wie in der Schweiz. Aber das merke ich immer erst wieder, wenn ich zurück bin. Also ich glaube, man findet schon seinen Weg. Man muss sich halt einfach anpassen und man muss sich ein bisschen einfinden. Und das habe ich aber gelernt in den letzten Jahren. Wenn man etwas möchte, dann muss man eben Kompromisse eingehen. Und ich würde sagen, ich bin sehr anpassungsfähig in diesem Bereich. Und das ist auch wichtig, für dass man sich dann wohlfühlen kann an einem neuen Ort. Achtung, schnelles Wagnis, weil der Tom Giesler, mein geschätzter Sikora Giesler-Kollege, hat noch einen gewagten Vergleich gemacht. Okay. Und wenn man sie mit einem Fußballer möchte vergleichen, was man natürlich nicht sollte, überhaupt immer Frauen mit Männern zu vergleichen im Fußball, aber es sind einfach doch die meisten Leute im Mannenfußball noch ein bisschen mehr daheim. Und darum wage ich jetzt mal den Vergleich. Für mich ist die Lia Wälti bei den Frauen, was der Granit Xhaka bei den Männern ist, in der Nazi. Nämlich unumstrittene Chefin und das Zentrum vom Spiel. Er hat recht mit etwas. Man sollte es nicht vergleichen. Und das stimmt wirklich. Aber es passiert es passiert mir ja auch immer wieder. Es ist so in uns hineingetrichtert, dass man vergleicht dabei. Ja, ich sage nie, es ist eine andere Sportart. Es ist die genau gleiche Sportart, aber es sind einfach komplett andere Voraussetzungen. Und ich glaube, ich sage immer, schaut nicht die Spiele an, der WM, schaut nicht die Spiele jetzt an. Kommt mal nach London, schaut nicht ein Frauenfußballspiel in London an und dann seht ihr mal, wie fest sich entwickelt hat. Hey, wir spielen vor 60'000 Leuten und das ist nicht einmal im Jahr. Wir spielen nächste Saison jedes Spiel im Männerstadion. Ich sage ja jetzt gerne Clubstadion. Es ist ja jetzt so für uns. Und es ist ausverkauft. Und nicht nur gegen die besten Teams, sondern auch gegen die jüngeren Teams in der Liga. Und die Leute interessieren sich dafür. Und ich finde das immer mega schön, wenn man das den Leuten sagen kann, hey, 60'000 Leute ist im Fall doppelt so viel wie im IB-Stadion Platz haben.
Ich möchte nachher noch ein bisschen mit dir über den Frauenfußball reden. Aber zurück noch mal schnell zu diesen Komplimenten. Einfach Bottomline, mega viel Kompliment für dich. Du bist ja auch Anfangsjahr als Spielerin des Jahres ausgezeichnet worden. Also quasi haben wir schwarz auf weiß, dass du Spitze bist. Die vielen Bestätigungen auf der einen Seite, auf der anderen Seite zweifelst du manchmal an dir? Ja, natürlich zweifelt man manchmal an sich selber. Es gibt immer wieder Phasen im Leben oder in ihrer Karriere, die vielleicht nicht ganz so gut laufen. Und natürlich, ich bin sicher jemand, der manchmal zu viel nachdenkt. Natürlich gehen ihm manchmal die Gedanken durch den Kopf, die nicht nur positiv sind, das ist klar. Aber ja, meine Karriere oder mein Leben hat mir gezeigt, man kann sich zurückkämpfen. Und ja, wenn man etwas will, wenn man die richtige Unterstützung hat, wenn man auch vielleicht sich eingesteht, dass eben Zweifel da sind und nicht daran arbeitet, dann kann man wieder zurückfinden. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Schlüssel zu meiner Karriere bis jetzt, dass ich bis jetzt so erfolgreich war, auch im Clubfußball einfach relativ konstant immer dabei war. Und das hat, glaube ich, schon damit zu tun, dass ich in schwierigen Situationen irgendwie gleich auch Lösungen gefunden habe für mich, wie ich wieder zurückkommen kann. Wie funktioniert das genau? Also kannst du mich da mitnehmen? Wie findest du auf der mentalen Ebene immer wieder zurück oder aus dem Zweifel raus? Gibt's da, also ich meine, es gibt Mentalcoaching auf der einen Seite, aber gibt es irgendwelche Schlüsselpunkte, wo du für dich weisst, hey, so finde ich raus aus, ein Karussell im Kopf? Das erste ist Einsicht für mich selber. Also das merke ich manchmal ein bisschen später, manchmal ein bisschen früher und dann darüber reden. Und darüber reden kann mit einem Mentalcoach sein, ja, aber auch für mich sehr gut mit Familie und Freunden sein. Ich muss es einfach loswerden und ich muss es aussprechen. Und ich glaube, dann kommt es wie bei mir im Hirn auch noch mal doppelt so stark an, dass ich eben realisiere, ich muss vielleicht etwas verändern oder ich brauche eventuell Hilfe. Und dann die Hilfe holen und sie eben auch annehmen. Ich glaube, das habe ich früher nicht gut können, Hilfe annehmen. Und das habe ich jetzt schon gelernt, auch in schwierigen Phasen, was es mal gegeben hat, dass man eben auch aus irgendeinem Grund sich so ein gutes Umfeld hat aufgestellt und irgendwann auch darauf zurückgreifen. Können wir das noch schnell auf dem Platz anschauen? Wie machst du das auf dem Platz, deine Gedanken kontrollieren? Weil eben, auch das sagt mir über dich, dass du quasi das Hirn von der Mannschaft bist, die Denkerin. Wenn du mich jetzt mitnimmst in die 90 Minuten, wann denkst du und wann spielst du? Oder weißt, ist das Spiel trennbar irgendwie? Also was im Körper abgeht und was im Kopf abgeht? Hey, ich glaube, denken im Spiel tue ich im Fall nicht mehr. Ich habe das Gefühl, von dem Moment an, wo das Spiel also das klingt jetzt so ein bisschen komisch vielleicht, aber ich glaube, wirklich nachdenken tue ich nicht mehr im Spiel. Ich glaube, wenn ich nachdenke, ist vor dem Spiel bis zu dem Moment wahrscheinlich, wo wir dann ins Warm-up hineingehen und uns auf ein Match wirklich aktiv vorbereiten. Aber im Spiel selber, das ist einfach, da vertraue ich auf die Erfahrung, auf das, was ich sehe, auf meinen Instinkt. Sagen das, was ich sehe, den Mitspielerinnen, nehmen das an, was ich aus Feedback bekomme. Und du hast keine Zeit zum Denken, sehr oft. Und das ist für mich eigentlich relativ wichtig, dass ich eben nicht im Spiel nachdenke. Im Spiel geht es darum, da handelst du in dem Moment, da musst du auf das vertrauen, was du dir in der Woche, in den Monaten, in den Jahren vorher antrainiert hast. Und ja, ich glaube, da bin ich vielleicht auch irgendwo durch ruhig. Vielleicht gibt es da Spielerinnen, die anders sagen. Ist das die sogenannte Spielintelligenz, die man immer wieder zitiert? Oder was verstehst du darunter? Ja, ich glaube, man kann Spielintelligenz sein und trotzdem viel zu viel nachdenken. Ich glaube nicht unbedingt, dass es mit dem zu tun hat. Das ist vielleicht eher eine Persönlichkeit. In diesem Moment können extrem präsent sein, ohne dass man jetzt irgendwie noch 5 andere Gedanken im Kopf hat oder über die 3 letzten Aktionen nachdenkt. Ich glaube, man muss können abschalten, was war, was in den letzten 5 Minuten passiert ist, und man muss vorwärts schauen und das Ziel vor Augen sehen, egal ob man im Verlieren ist oder im Gewinnen oder ob eine Spielerin dran braucht oder nicht. Also man muss sich kurz halten, sowohl in den Gedanken wie auch in dem, was man dann eben sagt oder empfängt. Du hast vorher schwierige Momente, die dich aber im Schluss oder im Endeffekt weitergebracht haben in deinem Leben angesprochen. Du hast vor einem Jahr, etwa ein paar Monate vor der WM damals, eine Pause dir rausgenommen, weil alles zu viel war. Was glaubst du, was wäre passiert, wenn du das nicht gemacht hättest? Hey, ich glaube, es wäre nicht Konjunktive sind schlecht, aber ja. Hey, ich glaube, es wäre nicht passiert. Ich hatte am Schluss nur 7 Tage frei gehabt. Es ist, also ja, ich lache ja eigentlich heute ein bisschen drüber, weil ich denke, ich habe eine Pause genommen, aber es waren 7 Tage. Und es hat sich für mich natürlich als extrem lange Pause angefühlt in dem Moment, wo das extrem abnormal ist im Fußball, dass man sich 7 Tage während der Saison frei nehmen kann. Bin da übrigens extrem gut unterstützt und verstanden worden von beiden Teams in Nazi und auch bei Arsenal. Ich weiss nicht, was passiert wäre. Ich musste einfach dann die Reißleine ziehen, weil ich gemerkt habe, hey,
jetzt habe ich fast ein schlechtes Wort gesagt, aber dass ich wirklich einfach nicht mehr kann. Und ich habe so lange in mir hineingetragen und so lange mich verantwortlich für das Team gefühlt. Oder es ist halt normal bei uns, man denkt immer zuerst an das Team, anstatt dass ich selber einmal in schwierigen Momenten, wir hatten ganz viele Verletzte gehabt, wir sind im Champions League Viertelfinale gewesen, haben uns für das Halbfinale qualifiziert. Das kannst du schon nicht verpassen irgendwo durch. Das ist vielleicht once in a lifetime experience. Und ja, dann sind die 7 Tage in dem Moment schon genug gewesen, aber ich wollte natürlich einfach nur mich noch durchboxen bis zum Ende der Saison, wo ich gewusst habe, dann habe ich ein Luft zum Atmen. Mhm. Was hat dich das gelehrt? Also du hast das dir rausgenommen, bist unterstützt worden. Es ist irgendwie auch extrem honoriert worden, habe ich das Gefühl, von außen, dass man gesagt hat, hey, endlich sagt einmal jemand. Und ich meine, jetzt fällt ja uns, nur schon uns allen, die nicht Profifußballerin sind, manchmal schwer, um einfach zu sagen, hey, ich brauche einen Break. Ja, ich weiss nicht, wieso das so ein Problem ist generell, weil ich bin einfach selber vorher noch nie in dieser Situation gewesen, dass es mir so gegangen ist und ich habe das eigentlich nicht so als schwierig empfunden, das dann auch gegen uns zu teilen, weil ich eigentlich gefunden habe, hey, ich kann darüber sehr ehrlich reden und vielleicht kann man gewissen Leuten auch ein bisschen Mut machen und helfen und genau so waren die Reaktionen dann gewesen. Natürlich steigt auch die Aufmerksamkeit auf das Thema und Fragen werden gestellt, die man vielleicht nicht unbedingt beantworten möchte. Aber mir ist wichtig, dass man darüber redet, weil es eben genau, wie du gesagt hast, Themen sind, die uns alle angehen. Und ich glaube, wir haben alle schon Phasen im Leben erlebt, egal ob Fußballerin oder nicht Fußballerin, wo es uns einfach nicht so gut ist gegangen und wo man wirklich am liebsten einfach gesagt Stopp und Pause. Und wir ziehen immer so lange durch, bis es manchmal einfach nicht mehr geht. Und ich habe für mich dann einfach das Gefühl gehabt, hey, jetzt muss ich schnell eine Pause nehmen, weil sonst weiss ich nicht, wie es weitergeht, ob es wie und was wird passieren. Genau. Ich meine, das ist jetzt wie so ein bisschen eine Ausnahmesituation gewesen, sage ich jetzt mal. Aber jeder von uns kennt einfach mal so einen schlechten Tag. Und ich habe mich gefragt, wie ist das im Leistungssport? Wie gehst du um mit schlechten Tagen? Ich weiss auch nicht, wenn du Liebeskummer hast oder wenn... ich habe letztens in Magglingen Spitzentests, Leistungstests müssen machen für die SRF Einstein-Sendungen. Und hey, ich habe meine Menstruation gehabt. Es geht nicht. Ich habe wirklich gedacht, wie macht das eine Athletin? Wie machst du das, wenn du einfach im falschen Moment im Zyklus stehst, aber dann musst du funktionieren? Wie machst du das? Es geht eben schon. Aha. Meistens geht es schon. Hey, also gut, das mit dem Zyklus, ich glaube, ich habe ja meinen Zyklus nicht erst seit gestern. Ich glaube, irgendwann findet man so ein bisschen seine Tipps und Tricks raus und nicht jede Frau hat gleich immens Beschwerden oder körperliche Schwierigkeiten während dieser Zeit. Ich glaube, da bin ich vielleicht noch eine der Glücklicheren, die da relativ glimpflich davon kommt. Aber schlechte Tage sonst im Generellen, durchbeissen. Hey, wir lernen immer einfach durchbeissen. Also, es gibt kein Nein, es geht nicht. Und natürlich, je grösser jetzt die Aufmerksamkeit auf unser Sport wird, umso mehr Kritiker und Kritikerinnen hat man natürlich auch. Und umso mehr werden schlechte Tage auch erkannt und gesehen und bewertet von sehr, sehr vielen Coaches online, wo alle die vielen Trainerlizenzen gemacht haben und vom Computer aus die bewerten. Wie schlecht. Nein, das ist ein Witz. Es ist die denken alle. Es gibt sehr viele Leute, die halt ihren Senf dazugeben. Das wollte ich damit sagen. Und das ist vielleicht jetzt das Negative im Positiven. Unsere schlechten Tage werden natürlich mittlerweile von sehr vielen Tausenden von Menschen gesehen. Und ich sage immer, unser Job, für das werden wir ja auch bezahlt. Und viele sagen, Männer sind überbezahlt. Und vielleicht müssen sie das dann überstehen können. Aber bei uns wird jeder Schritt bewertet. Und ich sage immer, wenn man im Büro jeden Schritt bewertet wird, würde ja jeden Fehler machen. Und es ist ja völlig okay, dass Fehler passieren. Aber hey, manchmal ist es schon schwierig, wenn man einen Scheisstag hatte. Und dann muss man sich das noch irgendwie, weiss nicht, viel mal anhören oder durchlesen. Das ist schon auch so ein EM-Phänomen, oder? Du sitzt dort, also dort merke ich, und Sickerpointe ist auch bei mir. Sorry, ich habe es ein bisschen kompliziert gesagt. Aber weißt, das stimmt. Du sitzt auf einmal in lauter Expertinnen und Experten und jeder checkt es und tut da einfach Fadengrad auseinandernehmen eigentlich, ja. Weißt, ich kann mir vorstellen, dass das mega nervt. Ja, ich versuche immer. Wir haben alle extrem verschiedene Jobs, wir sind alle verschiedene Persönlichkeiten. Ich kann nicht das, was du erlebt hast, mitfühlen. Ich habe das nie selber erlebt. Also ich kann nicht von einem Fan oder von Leuten, die unsere Matches schauen, erwarten, dass sie verstehen, wie das ist, wenn man auf dem Platz steht, weil ich könnte das wahrscheinlich in anderen Rollen auch nicht. Darum versuche ich das immer locker zu nehmen. Aber gleichzeitig finde ich, muss man alles kommentieren. Also dort denke ich manchmal schon so, ich würde ja auch nicht jetzt online irgendwo einen Kommentar schreiben, wenn jemand irgendwie etwas Schlechtes gemacht hat. Ich finde einfach, hey, ist doch egal, wir machen alle Fehler.
Lass uns über den Frauenfußball reden. Also, ich habe schon ein bisschen herausgefunden, dass ein paar Sachen auch da nerven, eben, wenn man Männer- und Frauenfußball so die Unterschiede immer wieder rausschält. Ich möchte aber trotzdem das schnell mit dir anschauen. Wie glaubst du, wie wird der Frauenfußball in der Schweiz 2024 gefeiert? Wie nimmst du das wahr? Ich bin sehr positiv dem Ganzen gestimmt, weil ich einfach das Gefühl habe, der Frauenfußball fährt im Moment einen unheimlich schnellen Zug. Und entweder kommt man auf oder man macht es nicht. Und es ist ja jedem selber überlassen, ob er möchte auf den Zug aufkommen und sich das reinziehen, sage ich jetzt so blöd. Aber es werden die besten Teams von Europa an diesem Turnier in der Schweiz. Viele von den besten Spielerinnen auf der Welt werden hier sein. Es wird unglaublich gute Qualität auf dem Platz sein. Und ich weiss, die Schweiz ist zentral gelegen. Die Fans werden kommen, die Frauenfußballfans kommen überall her, egal von wo. Von dem her habe ich das Gefühl, es wird ein riesen Erfolg. Und wir hoffen wir natürlich schon, dass wir als Team Euphorie auslösen in der Schweiz und auch wirklich viel mehr Leute nochmal für unseren Sport begeistern. Aber ich hoffe auch, dass uns die Leute eine Chance geben. Und nicht von Anfang an einfach wieder sagen, es ist doch einfach schlecht. Kommt doch mal schauen. Es hat sich mega entwickelt. Vor 10 Jahren war es nicht das Gleiche wie jetzt. Und es ist mega spannend, es hat viele Fans. Es ist cool. Die Aufmerksamkeit ist noch nicht die gleiche. Ich glaube, da können wir uns einig gehen, oder? Wieso hat Frauenfußball im Vergleich so wenig Aufmerksamkeit? Was glaubst du, was ist das? Ja, der Männerfußball ist halt so über viele Jahre jetzt schon so erfolgreich. Und so die Weltfußball, oder die Weltsportart, sorry. Und so viele Fans, alle lieben Fußball, sehr viele Leute lieben Fußball. Und ich glaube so, ich weiss auch nicht, ob man ein bisschen das Gefühl hat, wir geben dem Ganzen ein bisschen Konkurrenz oder ob man irgendwie bei den Frauen ein bisschen härter ist oder das Gefühl hat, eben, es geht nicht so schnell, ist nicht so stark, sie sind nicht so gut. Und sicherlich kommt der Frauenfußball aus einer schwierigen Zeit her, wo nicht so viel Unterstützung da war. Aber hey, mittlerweile kann man wirklich in Länder gehen, wie ich das Privileg habe, in England spielen, wo wirklich der Frauenfußball einen riesen Boom erlebt. Und dort würde ich im Fall nicht sagen, dass der Frauenfußball wenig Aufmerksamkeit bekommt. Dort würde ich sagen, er bekommt sehr viel Aufmerksamkeit aktuell. Was glaubst du, kann der Männerfußball vielleicht vom Frauenfußball lernen? Ich sage immer, der Frauenfußball ist ehrlicher. Er ist halt noch so ein bisschen bescheidener, ich glaube noch so ein bisschen familiärer. Also wir haben sicherlich eine andere Zielgruppe noch, die zu unserem Spiel kommt. Aber ich glaube schon, eben, ich habe es letztens gerade gesagt im CFO, wir liegen ein bisschen weniger am Boden als Männer. Ich habe das Gefühl, es ist alles ein bisschen weniger theatralisch und es ist alles ein bisschen ehrlicher. Das fasst vielleicht zusammen. Und gleichzeitig bewegt sich es natürlich in eine Richtung wie der Männerfußball auch ein bisschen. Das muss man sich auch eingestehen. Mir hat gerade letztens jemand gesagt, wenn du wieder mal mit deinen Kindern einen Fußballmatch schauen, also sprich dich auch ein bisschen safe fühlen an einem Fußballmatch, den Gang Frauenfußball schauen, es ist einfach so ein guter Vibe. Das sagen Spürst du das auch auf dem Platz? Ja, ich sehe halt Frauenfußball meistens eher einfach, wenn ich aktiv bin auf dem Platz. Ich kann selten Frauenfußballmatches schauen und beim Männerfußball bin ich meistens ein Fan, darum ist es noch schwierig zu vergleichen. Aber ich spüre schon, wir haben viel mehr Familien, also nach dem Spiel, wenn man in die Fans hineinschaut, sind so viele kleine Kinder. Es ist auch einfach schön, Leute, die man begeistern kann dafür, die wirklich kommen, weil sie Freude an uns haben. Aber es ist wirklich zugänglicher. Es ist halt, die Preise sind günstiger für unsere Spiele, was natürlich bedeutet, Familien können sich ein bisschen einfacher leisten, in unsere Spiele zu kommen. Und dann ist es halt wirklich sicher auch ein bisschen weniger aggressiv von Fankultur. Also das, was du gesagt hast, sich safe fühlen, das haben wir sehr oft schon gehört und das finde ich auch eigentlich etwas recht Schönes, weil es ist wichtig, dass man sich safe fühlt und das ist ja manchmal im Männerfußball schon nicht ganz so gegeben. Du hast vorhin mal erwähnt, ich habe schlicht auch nie Vorbilder gehabt. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich das von Beruf aus könnte sein. Mädchen erleben ja heute wirklich einen sichtbaren Frauenfußball im Gegensatz zu früher. Und ich bin selber jemand, ich sage meinem Sohn immer noch, schau, das ist im Fall so, das ist die Fußballerin so und sowieso. Ich habe das Gefühl, ich trage ihm das extra noch ein bisschen nach, dass ich will sagen, hey, es gibt auch Frauen, die spielen. Was glaubst du, was wird das verändern auf lange Sicht, dass das so sichtbar ist jetzt? Ja, dass man eben träumen als Kind, als Mädchen auch, dass man die Ziele sich setzen kann. Ich möchte auch mal in so einem grossen Stadion spielen, wie Lara Dickermann, wie Ramona Bachmann, wie Lia Welti. Und früher war es so ein bisschen, eben, man hat den Iniesta und den Zidane gesehen und cool, aber ja, das sind halt Männer, ich weiß nicht. Also mir hat gar nicht mehr gedacht. Ich dachte, ja, für uns ist das nicht. Und jetzt einfach, dass die Mädchen schon im jungen Alter davon träumen können, genau das Gleiche zu erreichen wie wir. Und ich glaube natürlich auch, dass man mit dem mehr Spielerinnen packen kann, die dann später in unsere Rolle hineinschlüpfen und hoffentlich den Schweizer Frauenfußball auf das nächste Level bringen. Mich nimmt noch der Pay-Gap-Wunder, den wir vorher recht kurz angetönt haben. Und ich habe kürzlich im Magazin Bilanz die Liste angeschaut von den reichsten Schweizerinnen und Schweizer im Alter von 0 bis 39. Hast du vielleicht auch
angeschaut. Da ist keine Fußballerin drunter, im Gegensatz zu den Herren. Kann man von dem Sport leben? Oder wie kann man von dem Sport leben? Man kann von diesem Sport aktuell leben, wenn man ins Ausland geht und in einem privilegierten Verein spielt, würde ich sagen. Also man kann noch nicht überall davon leben. Also du kannst davon leben? Ich kann davon leben, aber ich bin sicher eine der privilegierteren Spielerinnen, jetzt, die wir in der Schweizer Nazi haben. Ich spiele in einem grossen Verein, der extrem in Frauenfußball investiert, wo erfolgreich ist und jeder von den besten Ligen spielt, der aktuell wirklich extrem unterstützt wird. Aber ja, es gibt Spielerinnen bei uns, die teilweise haben müssen ihr Studium unterbrechen, weil sie nicht das finanzieren können. Und das ist auch es ist die Realität. Und das ist teilweise Spielerinnen angegangen, die im Ausland gespielt haben. Also es ist noch ein mega Gefälle. Es sind so die Top 8 bis 12 Teams in Europa. Diesen Spielerinnen geht es, würde ich sagen, relativ gut. Die können sich vielleicht auch mal eine Investition gönnen, jetzt so in den letzten 2-3 Jahren. Aber ja, es gibt auch sehr viele Spielerinnen, die einfach die Ferien gut planen müssen, dass sie dort nicht alles ihre Sparte aufgeben. Krass, du hast gerade 8 bis 12 Spielerinnen weltweit gesagt. Nein, ich habe gesagt 8 bis 12 Teams in Europa, was Spielerinnen, oder das habe ich einmal gemeint, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe. Genau. Also ich würde so sagen, die Teams, die in der Champions League normalerweise so ins Viertel- und Achtelfinale gehen, da kann man sagen, da geht es wahrscheinlich im Großteil des Teams sehr gut. Ja. Mich nimmt es Wunder, wie Dia Welti, unser Fokusgast, neben dem Sport so tickt. Und der Tom Giesler, mein Kollege, hat ja vorher Wunder genommen, hey, ist das eigentlich eine spannende Person, so neben dem Sport? Was glaubst du, was ist das Spannendste an dir oder das Überraschendste? Das ist eine mega gemeine Frage. Aber was würdest du sagen, weißt du, irgendwie etwas, wo ich jetzt vielleicht von dir gar nicht erahnen würde, dass du töpfern kannst wie eine Göttin? I don't know. Hey, ich glaube, wenn mich jemand fragt, bist du eine spannende Person, ich sage, nein, wie so eine 0815-Person. Ich weiss nicht, ich finde, das ist nicht meine Aufgabe, das zu bewerten. Ich glaube, ich bin immer jemand, der weiter lernen will. Also ich habe, wie gesagt, im Moment schreiben wir zusammen ein Kinderbuch, beziehungsweise sie schreibt es eigentlich, aber das Projekt ist unseres. Bin dabei ein bisschen mitzuhelfen, die Host Cities nächstes Jahr zu vermarkten in der Schweiz. Ich lehre Spanisch, ich mache mein Studium. Ich mache sehr gerne viel und wenn etwas abgeschlossen ist, nehme ich mir ein neues Ziel und ich baue mir gerne etwas auf. Und wir arbeiten vielleicht ein bisschen zu viel, aber ich habe dort sicher viel zu erzählen und demnach bin ich vielleicht spannend, aber ich glaube generell, hey, ich fühle mich extrem normal, wenn Leute mir alle sagen, ich sei das Hirn von Nazi oder die Spielerin, die viel auszeichnet, dann fühle ich mich, ist mir wirklich unangenehm, weil ich sehe mich nicht aus das, ich sehe mich immer noch einfach als Fußballerin schon, aber als eine von einem Team, wo mein Beitrag natürlich dazu wo viel dazu beitragen, dass wir erfolgreich sind, aber ja. Es klingt irgendwie mega sympathisch und nach einer Bescheidenheit und SportlerInnen werden ja extrem häufig als per se so nicht in der Schweiz deklariert. Ist das ein Kompliment oder nicht? Mit dem haben wir gerade kürzlich da im Fokus mit dem Jan Sommer diskutiert und er hat so wie gefunden, hey, nicht sein ist für mich eigentlich ein mega Kompliment. Und ich habe mir überlegt, eigentlich ist das wie so ein bisschen ungedruckt auch ja im Jobprofil, oder? Dass man nie zu fest sich aus dem Fenster lehnt, korrigiere mich, dass man immer so ein bisschen Vorbild auch ist. Ich meine, du hast irgendwie auch über 32'000 Followers, bist eine eigene Marke. Macht das einen Druck? Oder weißt, nimmt man da so ein bisschen edgy Seiten auch zurück? Also ich finde nett eigentlich auch ein Kompliment. Also das mal zu dem. Ich finde, man muss nicht immer irgendwie Ecken und Kanten ausfahren, für dass man erfolgreich kann sein. Ich finde, man darf authentisch sein und ich glaube, ich bin generell eine freundliche, auf dem Boden bleibende Person, aber ich bin ja auch nicht schade, meine Meinung auszudrücken. Und das finde ich auch wichtig. Und ich finde, das verstehen viele Leute aber falsch. Man möchte es mit allen gut haben, man möchte sich nie zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich finde, das eine schliesst das andere nicht aus. Ich finde, man kann sich auch direkt und klar ausdrücken, ohne dass man den Respekt verliert und ohne dass man irgendwie auch ein bisschen dass ich meinen Charakter verstelle. Und das ist mir schon wichtig. Und ich glaube auch gerade mit dem Potenzial, das eben vielleicht meine Brand, ich sage es auch nicht so gerne, aber meine Person mittlerweile mitbringt, ist es so wichtig, dass ich meine Stimme nutze. Und das versuche ich schon auch, aber natürlich nur zu gezielten Themen, wo ich ja weiss, dort kann ich Auskunft geben und dort weiss ich genug darüber, dass ich wirklich auch mal eine Aussage machen kann,
damit konfrontiert werde. Ja. Aber das mit dem Vorbild sein, also ich nehme an, auch bei dir gibt es manchmal wilde Nächte, wo du irgendwie einfach tanzen oder ich weiss nicht, willst feiern und heutzutage, und das ist, glaube ich, ein Unterschied zu früher, wo Athletinnen und Athleten einfach noch nicht gefilmt worden sind von Social Media und Co. Wenn der Alain Sutter damals irgendwie noch halbnackt in der Garderobe irgendwie, das würde heute nicht mehr passieren, habe ich das Gefühl. Oder eben, ich habe auch das Gefühl, sie sind unter einer wahnsinnigen Beobachtung. Spürst du das? Oder ist das kein Thema? Nein, spürt man schon. Man muss sich die Momente sicher einfach ein bisschen schlau auswählen. Aber natürlich, also das heisst nicht, weil wir Profis sind, dass wir nie irgendwie so Sachen machen. Ich glaube, sehr viele von uns gehen mal in den Ausgang, trinken mal, weiss nicht was, Party, mal richtig, etwas machen, was man vielleicht nicht sollte. Das ist ganz normal. Wir sind alles nur Menschen und das brauchen wir auch zum Ausgleich. Das ist absolut normal. Aber eben, vielleicht muss man nicht immer alles mit der Öffentlichkeit teilen. Vielleicht muss man ein bisschen schauen, wo das man es macht, zu welchem Zeitpunkt vor der Saison. Aber ich bin dort eigentlich relativ locker, weil das, was ich mache, ist statt zu dem. Und ich habe sehr viele Sachen in meinem Leben gemacht, wo mir unangenehm sind, darüber zu reden. Aber wir sind alle, wir machen doch alle manchmal Sachen aus Instinkt und ist vielleicht nicht immer das Richtige. Oder wir sagen mal Sachen im Interview, wo man im Nachhinein unter der SFV anklopft und sagt, so sagt man die Sachen nicht. Oder der Verein anklopft oder weiss nicht wer. Und das ist auch okay. Wir sind alles nur Menschen und wir lernen daraus. Und ich finde auch, man kann Vorbild sein und trotzdem auch ein bisschen zeigen, dass man auch mal ein bisschen aus der Reihe tanzen darf. Du bist mit im Studium, neben deiner Karriere als Fußballerin, du studierst Sportmanagement und Betriebsökonomie. Das ist quasi Pensionierungs-Prep. Oder? Oder? Ja, ich bin nicht mehr 18. Das ist auf jeden Fall, ja klar, ich muss mich ein bisschen vorbereiten auf das, was nachher kommt. Und noch, wie wir vorhin darüber geredet haben, ich lebe in dieser Fußballbubble. Ich weiss noch nicht genau, wo mein Weg herführt, aber ich bin der Meinung, dass ich gewisse Sachen schon mal machen kann, im Falle dessen, dass es mich irgendwie in eine Richtung führt, ja, die ich mir vielleicht jetzt vorstellen könnte. Und ich würde es einfach bereuen, wenn ich aufhöre, noch all die Studiengänge machen muss. Ich mache es lieber jetzt, wo ich Zeit habe. Noch. Du hast ganz einen Haufen Business-Ideen, hast vorher mit deiner Schwester zusammen, die ein mega wichtiger Mensch ist für dich. Also ich glaube, bei ihr lernst du auch Spanisch. Sie ist in Südamerika daheim und ihr schreibt zusammen ein Kinderbuch. Ja, genau. Kannst du etwas darüber verraten? Ja, sehr gerne. Weil es ist wirklich ein mega Herzensprojekt. Also ich wollte früher eine Kindererzieherin werden. Ich glaube, all meine Freunde, die Kinder haben, sagen immer, du musst schon mal Kinder haben, du kannst so gut mit den Kindern. Kinder liegen mir schon immer sehr am Herzen. Und ich habe schon immer irgendwie mit dem Gedanken gespielt, irgendwann möchte ich sehr gerne dringend etwas noch auf diesen Weg zurückgeben. Und dann haben wir die EM bekommen. Dann habe ich gefunden, meine Schwester heisst Meret, jetzt müssen wir etwas machen. Und sie schreibt zum Glück extrem gut, macht das auch beruflich. Und hey, jetzt sind wir etwas am Zusammenstellen und ich glaube, es kommt richtig gut. Und ich freue mich mega darauf, das Buch dann irgendwann mal wirklich in die Hand zu haben. Cool. Ich will auch eins. Ja, das bekommst du eins. Aber jetzt muss ich sie feststellen. Ich habe fast keine Nacht geschlafen, weil ich überlegt habe, kann ich die Frage stellen noch nicht. Ich bin zweifaches Mami und ich habe mir überlegt, hey, so als Profifußballerin, kannst du Kinder haben in diesem Job? Würdest du das irgendwie schaffen? Gibt es Frauen, die das haben? Es gibt Frauen, die das haben, ja. Und das ist wirklich ein Thema, das in den letzten Jahren extrem ist aufgekommen, weil eben auch die Vertragsregelungen ein bisschen angepasst wurden. Früher war man überhaupt nicht abgesichert, wenn man jetzt schwanger wurde. Und sehr viele Spielerinnen, die sie schwanger wurden, mit 26, 27 die Karriere beendet, weil eben die Unterstützung nicht da war. Und mittlerweile hat es sehr viele Spielerinnen, die Kinder haben und wieder zurückkommen. Und wir haben jetzt bei Arsenal auch eine Spielerin, die schwanger ist. Und ich freue mich extrem darauf zu sehen, wie es der Verein handelt. Bis jetzt absolut mit Bravour. Also bis jetzt ist die Unterstützung von dem, was ich gehört habe, von der Spielerin grossartig. Und wenn dann das Baby da ist, bin ich dann gespannt, wie das unterstützt wird. Aber ich glaube, da sind wir wirklich auch auf dem Weg in die richtige Richtung, dass der Support auch dort für die Spielerinnen wirklich gross wird sein. Mega spannend. Hey, wer ist wer ist deine grösste Inspiration? Ich hole mir sehr viele Sachen und Menschen Inspiration. Ich sage wieder Natur. Aber Natur bin ich mehr inspiriert, weil ich mich selber entfalten kann dort, weil ich extrem fest loslassen kann. Und dann kommen mir viele neue Ideen, viele neue Gedanken. Menschen, im Fall in sehr vielen Menschen. Einerseits sicher Familie ist wichtig, weil sie einfach extrem ehrlich zu mir sind, mich gut kennen und dementsprechend einfach sehr, sehr viele Sachen gelernt habe im Leben durch sie. Auch inspirierende Sachen, oft mit meiner Schwester. Ich glaube, so, wenn ich die Entwicklung von ihr
anschauen, wir entwickeln uns ja alle, aber ich glaube, wenn man jemanden sehr nach sich erlebt, dann ist es noch mal ein bisschen krasser und dann bist du noch ein bisschen mehr stolz auf die Person. Aber ich kann auch sehr gut inspiriert werden von meinen Freunden, von Leuten, die ich nicht kenne, wo ich mal irgendwelche Aussagen höre oder mir das Buch lesen oder einen Film anschauen oder auch eigentlich andere Sportler und Sportlerinnen. Gut, Stichwort. Ich frage immer am Schluss welches vom Buch? Fokus. Hast du irgendetwas, wo du sagst, sorry, das müsst ihr hören, lesen oder schauen, weil das ist so wichtig für mich gewesen? Jetzt hast du mich wirklich, jetzt möchte ich etwas richtig Gutes sagen. Okay. Es kommt mir gerade etwas in den Sinn, was ich mir, ich glaube, in der Corona-Zeit angeschaut habe, und zwar Michael Jordan. Auf Net, ich weiß gar nicht, wie es heißt, ist The Last Dance oder so etwas. Und ich muss schon sagen, aus selber Fußballerin oder Sportlerin ist das unglaublich inspirierend gewesen, was der für einen Willen hatte. Was der für ein Ego hatte auch, aber wie weit es der gebracht hat, das habe ich schon extrem inspirierend gefunden. Gut, das ist notiert. Ich bin beim ersten Versuch eingeschlafen, aber ich schaue es jetzt nochmal wegen dir. Jetzt haben wir EM 2024 von den Herren diesen Sommer. 2025 steht ganz im Zeichen der Frauen-EM in der Schweiz. Wir sind Gastgeberin. Was wünschst du dir? Was für Hausaufgaben findest du, sollen wir noch machen bis dann? Leute begeistern. Erzählen, dass Frauenfußball, ja, dass er gut ist, dass er eine Chance verdient hat. Die Fans wollen begeistern, also zeigen, dass wir ein gutes Gastgeberland sind, sicher Euphorie auslösen, mitkommen, das Spiel schauen und ja, einfach Freude haben an diesem Sommer, so wie man Freude hat jetzt am Männer-EM. Der Schritt ist gemacht mit dir. Danke vielmals, dass du unser Fokusgast bist, Lia Welti. Du hast einen wilden Mix mitgebracht von wichtigsten Songs in deinem Leben. Sag mir, welchen würdest du hören? Wir fangen mit Beyond an. Oh, schön. Den habe ich gehofft. Neon Bridges. Wieso hast du den mitgebracht? Was bedeutet dir? Schöner Song. Ich glaube, einfach in der Zeit viel gelost im Sommer. Irgendwie hat mir der Song so gute Energie gegeben. Ich hoffe, er gibt euch auch noch. Guten Sommer. Danke vielmals. Don't wanna get ahead of myself, feeling things I've never felt. It's kind of hard for me to explain her personality and everything. Brings me to my knees, oh. She shines me up like gold on my arm. I wanna take it slow, but it's so hard. I love to see her face in daylight. It's more than just our bodies at night. But she's really tempting me, oh. Do you think I'm being foolish if I don't rush in? I'm scared to death that she might be it, that the love is real, that the shoe might fit. She might just be my everything and beyond, beyond space and time in the afterlife. Will she have my kids? Will she be my wife? She might just be my everything and beyond. I wanna bring her round to meet you. I think you like a candelina. I know that grandma would have loved her like she was her own. She makes me feel at home, oh. Do you think I'm being foolish if I don't rush in? I'm scared to death that she might be it, that the love is real, that the shoe might fit. She might just be my everything and beyond, beyond space and time in the afterlife. Will she have my kids? Will she be my wife? She might just be my everything and beyond. I give up, I'm in love, crying. I'll tell you why I can't explain. She might just be my everything. Oh me, oh my, I can't explain. She might just be my everything. Oh me, oh my, I can't explain. She might just be my everything.
just be my